So, lo gimmer mal gucke, wer sie an der Kiche gedoet, und das ist sensationell, weil ihr wisst, als Kandidaten kriegen sowohl an der Halbfinale wie an der Final immer 3 Stunden für zu kochen. Die uns das gar nicht gebraucht, weil als Kichen erst schon ball wie geleckt an Lisa Kur, das war hier an der Bühne beim Jury. Sie sind am Gang zu schmecken, zu diskutieren. Das geht hier. Ich menge Lisa. Sie diskutieren über Heichkunst für Gastronomie. Lauscht einmal selber froh, no, wie sie zufrieden sind bislang. Ja, ganz genau so ist es, weil wir gesehen, Talere sind noch von gut Eidel. Bei mir halt kurz die Gigi, so mal kurz wie aus der Aufregung. Also abgeregt wo ich nicht. Ich hoffe, dass es geschmeckt wird. Ich habe so gemacht, wie ich immer daheim mache, aber ich fand nicht abgeregt. Ja, das ist gut. Ich meine, soll ich noch abgeregt sein? Für alle ist es wichtig, dass es Spaß macht. Ich komme kurz rüber bei dir, Steve. Du warst ja schon bei der Qualifikation dabei. Die 2 Kandidaten, die mal haben, sind sich getoppt oder wie aus den ersten Impressionen? Ja, ich meine, es war ein Tick besser. Das ist immens schwer. Wie gesagt, es waren 2 Entreen, es waren 2 Hauptplanen. Ein vegetarisch, ein mit Fleisch, genau den Opposé quasi. Ich meine, das ist nicht einfach, als für heute eine Decision zu treffen. Komm, John, rüber, beides Serge. Wie hat es dir geschmeckt? Es hat ganz gut geschmeckt. Wie das die Woche schon gesagt hat, bei den 2 Entreen war wirklich auch ein Favorito. Und dann noch bei den Hauptplan, also mehr Favorito. Aber bon, das ist dann natürlich schwer, irgendwie sind wir bei einem dient. Ja? Und nur noch mit den Coach muss man gucken, dass man aber ein Resultat gehen und so wie von den 2 Sachen am besten gemacht hat. Auf alle Fall schon größt Löw und es bleibt dann definitiv spannend. Schwangen dir und Gianni von Nano, das lasst wird, wie ich das heute gesehen. Luc, ich komme noch ein rüber bei dir. Das ist ja, was dir heute 400 Bühnen, die aufs Match machen. Wie gesagt, du, ja, wie ist dein Plan? Ja, also ich meine, Kandidaten haben sich richtig viel mehr gehen. Es war viel Kreativität dabei. Was gut ist, dass wir in der Jury alle gut eins sind. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Und wie gesagt, ich muss das nicht zusammen einen Cup bei machen und dann eine Decision haben. Komme ich auch noch mal kurz rüber zu Ihnen. Die Weine, die Sie jetzt mitgebracht haben, Sie haben jetzt auch ja, die Vorspeisen und die Hauptgerichte jetzt mal geschmeckt. Wie harmoniert das Ganze? Definitiv super. Für die Hauptspeisen hätte ich jetzt für das Steak einen Rotwein ausgesucht, einen Pinot Noir von Claudie Rocher, der nicht ganz leicht ist, aber auch nicht ganz viele Tannine hat, ein bisschen Säure und wenig Restzucker. Und für die Hauptspeise, die vegetarische Hauptspeise, hätte ich dieses Mal einen Vin Orange geholt. Das ist ein Weißwein, der wie ein Rotwein ausgebaut wird, 8 Tage auf der Maische vergoren ist, also auf der Traubenhaut und auch auf den Kernen. Und der hat ein bisschen mehr Pfeffer, auch ein bisschen mehr Tannine, ist ein bisschen stärker, kleine Bitternoten. Das passt dann optimal auch für einen Hauptgang dazu und super Produkte. Der ist jetzt von Claude Jangli aus Erpeldorf und passt richtig gut zusammen. Auch lokale Weine, sehr wichtig hier bei uns. Et puis, donc, vous êtes le chef expert aujourd'hui, on va dire. Votre opinion sur les plats? On a des opinions un peu partagées, on a 2 bonnes philosophies, des gens qui travaillent les produits du terroir, qui l'ont bien fait je pense. Un qui a cuisiné le végétal, chapeau, parce qu'on va dans la bonne direction. Un qui a produit des plats plus traditionnels, mais avec une certaine technique, on l'a remarqué sur l'entrée surtout. Et je pense que c'est ça qui va déterminer notre choix aujourd'hui. An der Jean-Christophe, wie hast du Abregung haut? Bei der Qualifikation war sie groß. Gestern warst du noch ein bisschen abgeregt, wo die Küche gucken kommen, wie viele sich un, wo alles handelt ist. Alles hat gut funktioniert. Ich bin ganz froh, natürlich ganz mit. Aber ich will auch die ganze Equipe von den École Hôtelière bedanken. Sie waren wirklich flott. Und lang hätte ich keine Chance für das selber zu kochen. Das war wirklich etwas. Also, merci vielmals. Jennifer, Diane, Ella und Leo. Merci vielmals. Ich meine, das gibt einen großen Applaus und total schön, Hanna, da ist auf der Bühne. Und da ging es so los mit der Jury, im Moment für sich mit Diana und mit Jennifer ja, aufzuschwatzen. Und dann müsste man normalerweise schon gewöhnt gehen, wen da an Final kommt, der Jean-Christophe oder der Guy, diese Sonderstoffe, es bleibt spannend. Elisa, so was es. Wir sind gespannt, Sie sind gespannt, dann botzen wir noch ein bisschen Rätsel längst, das nach zu machen, also an der Suspense-Helmreis, da wir sind dann von der Emission für zu proklamieren, wie eine Sonntag
Da werd Finalist sinn fir den Hobbykach vom Joar 2025 ze ginn.